Es ist von uns Babel sein, den Thema, was ich mir gewählt habe, von das Marius als Gott seine Stimme zu hören. Weil das ist sehr wertvoll. Ich glaube, zu allem, wo ich mir zu sein, es ist wertvoll, wenn wir von Gott seine Stimme, wenn wir Gott seine Stimme hören, wenn wir am hören, wenn wir wissen, dass das von Gott. Weil Gott, die will Gemeinschaft haben mit uns, mit seinen Kindern. Er will haben, dass alle Menschen sollen gerat werden. Und nicht bloß dort, er will nicht bloß haben, dass wir sollen gerat werden und dann für uns selbst, für uns allein gehen und für uns allein leben. Aber er will Gemeinschaft haben mit uns. Er will haben und drei reden mit uns. Er will haben, wir sollen zu ihm reden und er will zu uns reden. Und das ist so einmal, kommt das dadurch, wo einer vielleicht in der Zeit in uns Leben, in seinem Leben ist, wo einer ganz leer ist, ganz doll ist, dann besonders, dann sägt er Gott, dann sägt er Gott seine Stimmen von ihm zu hören. Vielleicht haben wir wichtige Entscheidungen zu merken in uns Leben und wir wissen nicht näher, wo wir diese Entscheidung merken sollen oder was wir sollen von der Entscheidung merken. Dann ist es so wichtig und nötig, dass wir von Gott hören, dass wir am Rot fragen. Gott, was willst du wollen haben, was ich soll tun? Und dann zu lernen und warten sein, wann er antworten wird oder wo er antworten wird. Weil ihr dort erst denkt, wo wir uns bekannt mit worden mit uns Gott, mit uns Vater. Am kennenlernen, zu wissen, wann er zu uns reden wird. Wann er dort Gott ist, was er reden wird. Und Gott hat noch immer mit den Menschen geredet in der Vergangenheit, wenn wir lesen in der Bibel. Gott hat noch immer geredet zu den Menschen. Auf verschiedene Wege redet er zu den Menschen. Aber er will immer haben, die sollen arm mit annehmen mit all ihre Entscheidungen, was sie tun. So Gott schickt den Menschen allgemein und redet zu ihnen, was sie sollen tun. Ich habe die Verse Jeremia 33, Vers 3 gewählt. Ich gleich die Verse haben, wenn wir diese Geschichte lesen dann von Jeremia, der Titel in seinem Leben, wo er dann war, er wird das ganz Letzte in seinem Leben, wo er jemals bei war. Er wird im Gefängnis werden und er wird ganz leer. Und am Feld der Rot von Gott. So Gott redet ihm. Er sagt in Jeremia 33, Vers 3, rufe mich an, so will ich dir antworten. Ich habe mir Martin Luther seine Übersetzung gewählt. Ich gleich da ein bisschen, so steht das sein, das hier. Er ruft mich an, so will ich dir antworten. Wenn ihr das braucht, anrufen, dann wird er antworten. Am Anrufen, so steht er hier zu Jeremia, er ruft mich an, so will ich dir antworten. Dann sagt er, ich will die großen Dinge offenbaren, große Dinge wiesen, die du noch nicht gesehen hast. Und ich glaube, vielleicht will Gott uns auch, er will uns Dinge offenbaren, die wir noch nicht gesehen haben. Wo dat meint am anroepen. Hij wil gaan, we zullen am anroepen, dan wordt hij ons ook antwoorden. En ik geloof dat het van de dag te ons krijgt, dat ons krijgt zo, als dat dan te Jeremia zijn deed. Gott hat noch immer zu Menschen geredet, als ich sein deed. En hij fängt von Anfang an zu Adam und Eva. Er hat Gemeinschaft mit Adam und Eva im Garten da all. Er wird mit ihnen taub, er redet zu ihnen. Er hat Gemeinschaft mit ihnen, er redet mit ihnen. Und dann als meine Frau einmal, hast du mal von Gott gehört? Ich glaube, wenn wir mal so von jedem einen hören, wo Gott gegenüber hat, wir wollen verschiedene Dinge hören und vielleicht auf verschiedene Wege. Vielleicht hast du das was im Gebet, das hier im Gebet gewesen sind, aber vielleicht hast du das durch die Schrift, wenn du die Bibel gelesen. Aber immer in Wahrheit Gott reden wird. Gott redet verschieden, auf verschiedene Wege. Aber Gott weiß ich immer klar, dass wir das Heil, was er reden wird. Wenn wir wirklich von Gott hören, dann, das, wo wir hören, das ist von Gott, was da geredet worden ist, wer die geredet hat. Dann, wo wir den Frieden in uns haben, was wir anders nicht haben. Ja, wie von Gott hören, dann weit wir uns nicht genau, wir sind unruhig über die Entscheidung, was wir merken sollen. Und wenn wir merken, dann, ohne dass wir klare Antwort haben von Gott, dann wollen wir nicht den Frieden in uns haben. So, das braucht eine Wirklichkeit, eine Gott Segen in armen Frauen. Und wenn wir Gott segnen, dann sagt Jeremia 29, er wird sich fängen von uns. Jeremia 29, Vers 13, sagt er, die wollen für mich segnen im Hort, nur mich seinen und die wollen mich fängen, sagt er. Und er sagt, die wollen nicht vergebens nur mich segnen, sagt der Herr. So, das ist nicht ein waste of time. Wir können uns da verloren, wir wollen nicht vergebens nur am Segen. Er wird sich fängen von uns, wenn wir am Segen wollen. So, Gott redet verkündet zu uns. Und mal sowieso Druck mit Dingen, mit verschiedenen Dingen. Wir lassen uns von anderen Stimmen uns einmal vielleicht versiemen von Arm zu hören.
Mit dat Lüde ram uns in unserer Welt und alles, wo wir sind. Wie kann Gott wirklich still genug stehen und hören, was Gott sein wird. Und heute hat allgemein nicht sagen, Lüde reden. Heute hat uns mal ganz still, so da braucht uns mal ganz für uns allein gehen und mit Gott reden und von ihm zu proben zu hören. Heute ist nicht so der Feind. Das ist 1. Petrus 4, Vers 8 sagt, der Feind ist ein brallender Leib. Der Feind, der brallt Lüde. Von denen hier wir all immer, von weit auf, was sie hören, da hat verschiedene Dinge zu sein zu uns, was uns Arü geben wird. Aber Gott redet nicht so dort. Wenn Gott reden, der dort jaft Fried im Hort. Und ich all sagen, den einzigen Mal, dann braucht dort für uns allein gehen, ganz allein gehen. Mir das einzige Mal so. Wenn ich von Gott hören will, dann muss ich von alles weich gehen, ganz für mich allein gehen und Zeit nehmen, zum Beten und zum Horchen. Für mich das ganz beste Zeit ist einmal für einen Walk gehen. Einmal gehe ich zu Oberst, wenn einmal meine Antwort fehlt, dann gehe ich allein für einen Walk für eine lange Zeit, bitte ich hören, was Gott zu mir sagen wird. Einmal braucht eine lange Zeit, einmal auch nicht so eine lange Zeit, aber dann kann ich das ganz beste von denen hören, wenn ich für mich allein sein. Bis Gott und ich, das ist sehr wertvoll. Und ich glaube, das soll wie, wenn wir von Gott hören, dann das sehr hoch schätzen. Willst dann hier von Gott, von uns Vater, der uns leiden wird und der zu uns reden will. Hey, Gott redet auch Elia, wo wir hören dann von wo er zu ihm reden wird. Gott will zu denen was sein und er schickt ihn auf den Boden ab, für sich allein. Hoch auf den Boden, 1. Könige, Kapitel 19, Vers 11, sagt er, der Herr sagt, geh mal rüt und steh für mich auf dem Boden. Also er schickt ihn hoch auf den Boden ab, der soll auf den Boden abgehen und du willst zu ihm reden. Und der Herr kam da vorbei. Und hier jetzt, dass er vielleicht auf Elia so gedacht hat, er würde Leute am Reden, da würde mit einer Lüde sterben sein. Er sagt, und der Herr kam da vorbei, und vor ihm wird ein großer starker Wind, der Boy abreit und der Steine zerbrach, und sagt, aber der Herr wird nicht in den Wind. So, und das Gelüde, hier wird Gott nicht mehr an. Gott wird nicht, das ist nicht, wo Gott hier reden wird. Und sagt er, dann kam da noch ein Erdbeben, aber der Herr wird nicht in das Erdbeben. Und sagt er, in nur das Erdbeben kam ein 4, aber der Herr wird nicht in das 4. Also an alles des Sturms, in den Wind, in den Erdbeben und alles, die wird Gott nicht mehr an, die wird Gott da nicht. Das ist nicht, woher reden das hier. Aber sagt er, und nur dort 4 kam eine nahe Leserstern. So hier wieder eine nahe Leserstern, wo er sich nicht verloren hat. Du redet Gott. Du redet Gott zu Elia. Und sagt dann aus Elia, das hier bedeckt er sein Gesicht mit seinem Rock, den er anhat. Und denk, bevor der Heil, und du seht der Stamm zu ihm. Was hast du hier, Elia? Was hast du hier? Das wird eine klare Stamm hier. Das wisst ihr, das wird von Gott. Das wird so klar, er sagt, Elia, was hast du hier? Will er sich Leuten grühlen, weichgrühlen von dort, wo er will von ihm haben. Nu will Gott seine Attention haben. Er will dort am Reden, ein Port, wo er will sein. Seht ihr, was hast du hier? Das hier, Elia, ganz klar, das wird eine leise Stamm, das wird nicht eine lüde Stamm. Ein paar andere Stellen einmal, da hier wird das Lüd reden. Wenn wir die Geschichten lesen dann von Moses, wo er die Israeliten leiden durch die Wüste, da kam Gott einmal nach Moses und redet zu ihm, und der klaut am auch am Boden ab, wo er sich wohl bejeden mit ihm, und da redet er Lüd. Da redet er Lüd zu Moses. Sagt in der 2. Mose 19, Vers 19, der Person blust einmal Lüder und Lüder, sodass der Mensch nicht zu verstehen wird. Und Moses redet zu Gott, und Gott antwortet aus einem Rummel. Er redet aus einem Rummel, so Lüd, redet hier zu Moses. Und sagt, der Herr kam rauf, bis ab der Spitz von dem Boy Sinai. Und der Herr rief Moses, dass er bis der Spitz kommen soll, und Moses ging ab. Und da redet Gott zu Moses, ganz klar. Und er verteilt an, was er soll den Menschen gehen sein. Durch Moses verteilt Gott dann aufmals. Und da redet er einmal sehr Lüd. Ich weiß, dass wir abwasser, als wir nach Mexiko wohnen, wir gingen wieder, dann wird uns verteilt, wo Gott verteilt hat uns, von der Gewitter und Rümmeln und so, dann sehen sie,
einmal, dass wir so still sind, als der Hengfall den Gott verteilt hier. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich einmal geredet, aber ich glaube, die wissen wirklich, dass das Gott wird oder nicht, aber die sehen dann, dass wird Gott, was der reden wird. Einmal dann wird ab so einem Weg gesagt, dass wir sollen Angst haben, nu verteilt Gott, wir sollen uns der Hengfall ans Däumütchen, das nu redet Gott. Und ich sage Gott dann immer so anders und fürcht, in Gott wird mich so vergrühlen. Aber Gott redet zu Menschen. Ich bin stolz, dass ich das anders Butter schaffen, das würde wirklich wichtig sein, wenn wir mal wirklich so klar von Gott hören sollen. Nicht wahr? Aber ich glaube, die Hand von Gott, die hört auf verschiedene Wege. Die Bibel sagt, dass wie aus Gott seine Kinder, wie kann Gott seine Stimme hören? Johannes 10, Vers 27, der Part, wo wir Fetten hören, da sagt, meine Schub hören meine Stimme. Und ich kann an, und die kommen mir heran. Also, wo weit wir dort Gott reden, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir seine Schub sind, wir wollen am Kern lernen. Mit mehr und mehr Zeit mit am Taub spenden, in der Bibel lesen, in dem Gebet und so weiter. Wir wollen immer bekannter werden mit Gott seine Stimme. Wir wollen weiten, ob das Gott ist oder nicht. Meine Schub, der hier, meine Stimme, sagt er. So Gott verteilt uns. Und Nummer 2, Gott redet durch sein Wort. Durch sein Wort, der Bibel. Das ist Gott seine Stimme. Er sagt in Johannes, das erste Kapitel, du ganz am Anfang an, sagt er, dass er ist das Wort. Johannes 1, Vers 1 sagt, aus alles Anfang wie das Wort, und das Wort wie bei Gott, und was Gott wie das Wort. Also Gott und das Wort, das wir eint. Gott sein Wort. Das Wort ist abgeschrieben worden, das haben wir abgeschrieben für uns, dass wir das lesen können. Und das ist inspiriert worden von Menschen, das durchzuschreiben. So, wir haben das nu in der Schrift. Aber das wird ähnlich von Anfang an, und Gott sein Wort wird der Heilige Schrift. Gott ist das Wort. Das sagt er in Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Mensch und wohnt manch uns. Also das Wort ward Mensch und das wohnt manch uns. Das ist Jesus Christus. Also nu, wenn wir Gott sein Wort lesen, ich weiß nicht, jeder mal an gedacht haben, wenn immer wir Gott sein Wort lesen, wenn wir die Schrift lesen, dann hier wir Gott reden. Und wenn wir die Schrift ab so einem Weg dort lesen, zu weiten und das anzunehmen, das ist Gott, was er zu uns reden wird. Ich glaube, da war wir das Wort auch mal schätzen, da war wir da den Verlangen haben, Gott sein Wort zu lesen. Und auf verschiedene Wege, dass er uns antworten, wenn wir durch eine Frau und wenn wir am Segen, dann er was sie loten fängt. 1. Timotheus 3, Vers 16 sagt, dass alle Schrift ist von Gott gegeben. So, das ist die ganze Schrift, die wir haben, die ist von Gott angegeben, zu uns. Und das ist wertvoll, uns treu zu wiesen und zu beten und uns zu wiesen, wo wir leben sollen. Er verteilt uns, er sagt uns, wo wir zu leben haben, was wir sollen tun. So, das ist nicht, dass wir nicht weiten können, wo Gott reden wird oder was er zu uns sagen wird. Wir haben nicht fertig gegeben. Wir haben nicht ein fertig gegeben, sagen, ich kenne nicht von Gott, ich weiß nicht, wo er reden wird. Der hat noch keiner zu mir geredet. Wenn wir Gott sein Wort hören und wieder lesen, dann redet Gott zu uns. Also Gott braucht Menschen, er inspiriert durch den Heiligen Geist, die Schrift abzuschreiben, dass wir die Hand nur aus uns fehlen, dass wir haben alles, was wir haben, was wir brauchen zum Leben, und Gott soll ihr Leben führen. Wir haben kein Vergeben, dass wir nicht von Gott hören. Als wir die Schrift hatten, aus der Schrift durchgeschrieben worden, dann wird Gott einmal erfährten selbst reden zu den Menschen. Wenn er wollte sagen, er dann hier seine Stimme. Auf vielen Städten hier dort in der Schrift, wo Gott zu den Menschen reden wird. Gott redet zu Abraham. Als Abraham kam und sieht, was er von ihm will, er hielt ganz klar von Gott. Das wird von Gott selbst. Er hielt nicht in der Schrift, er liest nicht in der Schrift, das ist, was Gott von ihm will. Er redet selbst zu Abraham. Also in 1. Mose 12, Vers 1, der Herr sagt zu Abraham, verlot die Land, deine Lied und dein Futter, sein Haus und go, nur ein Land, das echt gewiesen war. Das wird eine ganz klare Botschaft, was er hier nicht von Gott. Das steht hier Abraham von Gott.
En dan lot als hij verloren deed, hij nam dat aan dat dit weer van God, wat hij aan gereed had, hij zal vandoor verloren. En dan lot als hij in een baas weer, dan reed hij waar te aan. Maar waar, hij leidt dan niet alleen. Hij reed waar te aan. Zodat hij weer in vers 7 zegt, dan kwam de Heer naar Abraham en zei, ik wil die nu komen dit land geven. Dan biedt Abraham door een altaar voor den Herrn, die nu aan gekomen weer. Also hier de waar van aan. Ganz klar, hij zei, dat land waar je hier nu bent, dat wil je nu komen geven. En we weten, gaat weer terug te zien wordt, later dan over de Israëlieten dat land, wat hij dan al versproken had te Abraham, als hij te Amereden deed. So sehr wertvoll te hier, wo Menschen hat gehoord, ganz klar von Gott. Gott hat geredet, und die Menschen haben sich lassen schauen von Gott. Viele. In der Schrift sagt auch, in der Zeit, als die Schrift noch nicht wird, dann redet Gott oftmals durch die Propheten. In Hebräer 1, Vers 1 sagt, Gott, der in verheertiden Werken und auf viel verschiedene Wege durch die Propheten zu unseren Vätern geredet hat. So dort redet Gott dann zu der Zeit, zu den Menschen. Oftmals durch Propheten. Und einmal braucht er Engel, schickt da Engel mit einer Antwort, für was sie verbeten deiden, eine Antwort werden verfehlen deid. Braucht er vielmals auch der Engel schicken. Und dann oftmals durch ein Gebet, wenn wir im Gebet gehen, auf einmal kommt ein Engel nur mit einer Antwort. Ich dachte an die Geschichte in Daniel Kapitel 10, wo Daniel beten deed für die Menschen zu der Zeit hatten gesündigt gegen Gott und anbieder sehr abfallen, als die Menschen hatten gesündigt gegen Gott. Und er wusste, dass du wurden schwere Dinge kommen, was du wurden fallen, deswegen, dass sie hatten gegen Gott gesündigt und dort gelebt. So, und Daniel wird wirklich wieder wichtig und er will wissen, was wird passieren mit den Menschen. So, er betet Gott an. Er ruft Gott an eine Antwort, was wird passieren in der Zukunft mit den Menschen. Und sagt Daniel betet für 21 Tage. Für 21 Tage wird er im Gebet und er fast und betet und fast und betet. Und er lernt eine Antwort von Gott. Und dann schickt Gott einen Engel. Nur 21 Tage hat Gott einen Engel. Gott hat ihm eigentlich auf Fuß geschickt. Er sagt, den ersten Tag an, was du jetzt beten, schickt Gott eine Antwort. Aber das Engel wird hinweis versteht worden. Ich werde die Geschichte nicht ganz lesen, aber ihr seid vielleicht alle bekannt mit der Geschichte. Das ist eine interessante Geschichte, was da fängt in Daniel 10. Kapitel. Als Gott den Engel schickt, mit einer Antwort, Daniel eine Antwort zu bringen, dann wird am Hinweis abgehauen von den finsteren Engeln. Und die proben das zu verstehen, dass die nicht für die Antwort kriegen, wo er lernen wird. Aber dann schickt Gott noch einen Engel an, dass er kann von jedem dieser Engel, dass er die Antwort bringen durch Daniel. Und als Daniel dann ist die Antwort kriegt, verfiert er sich so sehr, er wird rein schwach. Er wird auch ganz schwach, aber nu kriegt er die Antwort von dem Engel, vom Herrn. Und nu redet Engel dort Daniel und vertelt ihm, was er dort zu sein hat. Und dann sagt er in Daniel 10. Kapitel, Vers 15, als er so zu mir redet, dreht ich mein Gesicht nur die Erde und kann nichts sagen. Hier könnt ihr nicht mal reden. Als er das nicht sagt, hier wird ein Engel von Gott geschickt, um zu reden. Er kann nicht mal reden. Wir sollten sein speechless, was wir jetzt mal sein. Er kann nicht reden. Und der Engel sagt, dass wir das sagen, ein Mensch. Er sagt, ein weites Wort, einer, dem dort nur ein Mensch leid, kam und schiert mir den Lappen an, dann kann ich mein Mühl aufmerken. Und ich sehe zu dem, der vor mir stand, mein Herr. Diese Erfahrung hat mich mit bei dir gelassen und ohne Kraft, wo kann ich, da ich dien deiner sehe, nur die, mein Herr, horchen. Das wird uns sehr abfallen, dass er von Gott gehört hat. Dass er so klar hier, der Engel von Gott, er war schwach und er konnte nicht mal reden. Aber der Engel schiert seine Lappen an, dass er da reden kann. Er sagt, du hast keine Kraft in mir oder Odem in mir. Nochmals schiert der nur ein Mensch leid, mir an und stärkt mich. Und er sagt, ängst dich nicht, du bist hoch angesehen. Gott wünscht dir Frieden, Mut und Kraft.
Als hij zo tot te mij reed, word ik sterker. En ik zei, mijn Herr, red zu mij. Du hast mir geholpen. Hier hat Daniel eine Antwort gekriegt. Hier wordt hij gestärkt. Hij was ganz schwach, aber der Engel hat stärkt am hier. Und hij heeft mir seine gute Antwort. Hij zei, du bist gut angesehen von Gott. Und hij wünscht ihm Frieden. Von Gott zu hören, als viel wird. En ook later op een andere stelle hier, wo ein Engel geschickt wordt Zacharias zijn gebed te beantwoorden. Zacharias, hij beet daar im Tempel ben. En Gott schickt een Engel. Hij schickt een Engel om te zeggen dat zij een baby hebben. Zacharias en Elisabeth waren allebei al oud. Ze waren al oud in de jaren. En ze hadden nog maar keine kinderen. En ze beten voor een kind. Dan op eenmaal kwam een engel. En ze den gebed als geheerd. Ik heb den gebed erheerd. Die waren een baby hebben. Aber hij vraagt zich ook voor het engel. Lukas 1, Vers 13 sagt, über der Engel seht zu ihm. Zacharias fragt dir nicht, dein Gebet ist gehört, und du wirst von deiner Frau Elisabeth einen Sohn kriegen, und du sollst am Johannes nennen. Also eine klare Antwort hat er hier. Gott legt nicht eins von aus, dass er nicht näher wird, was sie sollen, oder was es wird sein, oder wo er gibt sogar nach dem Namen. Er sagt, die wollen ein Baby haben, oder ein Jung sein, und die sollen Johannes nennen. So eine klare Antwort hat er hier. Das wird von Gott, seine Stimme, durch den Engel. Oder die Geburt von uns Jesus Christus. Da gleich so. Da kam ein Engel und besagt Maria. Das wird auch mal ein Engel. Gott schickt hier einen Engel für Maria. Und Maria kriegt ja von einem Engel. Aber das wird von Gott geschickt worden. Lukas 1, Vers 26 sagt, in der ersten Monat wird der Engel Gabriel von Gott nur der Stadt Nazareth in Galiläa, nur eine Mial geschickt, der Josef und David seine Stamm anvertraut wird. Also hier werden Maria und Josef, die werden engaged, so hier kommt ein Engel und besagt Maria. Und der sagt hier auch, der Mial heißt Maria. Und der Engel sieht, der Heilige Geist wird über die kommen, den allerhöchsten seine Kraft wird aus den Schatten über die kommen. Deswegen wird der Heilige, der von die geboren worden soll, Gott sein Sohn genannt werden. Hier war er ganz klare Instructions. Das wird von Gott geschickt. So Gott hat auf viele verschiedene Wege Menschen eine Antwort gegeben, für sie verbeten, nur Frauen leiden. En Moses, wanneer we van Moses hier doen, Gott redt dort am durch den Busch. Op een bittergewöhnliche, besonderen Weg redt er hier zu Moses. Moses, der da Schubsheiden, hat seine Schwierfutter, seine Schub da heiden, weit offen sein Volk, weit offen da, wo Gott am Wohl haben. Und du auf einmal sagt, von ihnen oft wieder ein Busch, da fängt er an zu brennen. Und das verbrennt aber nicht so. Er geht nur an, er will sein, was das wirklich wird. Was das wird, du musst ein Busch hier so brennen und brennen bleiben. Und als er nur kam, dann redet Gott total durch das Busch. So Gott redet hier zu Moses auf den Busch. So hat er durch ein brennendes Busch nur, 2. Mose, Kapitel 3. So das will lesen, dass Gott redet durch Propheten und er redet auch durch Engel und auf verschiedene andere Wege. Das ist Hebräer 1, Vers 1 sagt. Und auch in Vers 2, in Hebräer 1, Vers 2 sagt, und er hat nu in dieser letzten Tag durch sein Sehen zu uns geredet. Er hat dort bestimmt, alles zu ordnen. Durch den Sehen hat Gott auch die Welt gemerkt. So nu in der letzten Zeit, dann redet er durch Propheten zu unseren Vätern. Sagt er, aber nu in der letzten Tag hat er durch sein Sehen geredet. Und wir wissen das. Und wir sind in der Zeit auch, wo wir wollen, Jesus sein Geburt war celebraten und wie nur die Weihnachten war kommen, nur die helle Tag, die Weihnachten. Gott schickt nu sein Sehen, wodurch er will reden. Nu will heute die Menschen reden durch sein Sehen.
Und wir weten, als Jesus mit seinem Ministry anfangen, dann sieht er Möglichkeit ganz klar, wofür er gekommen wird. Dass er nicht wie gekommen sein Willen zu tun, aber Gott sein Willen. Dass er sein Vater sein Willen will tun. Nicht sein einen Willen. Dass er will dort reden und dort tun, was Gott sein Vater will haben, was soll geredet werden. Johannes 12, Vers 49 sagt, ich habe nicht mit mir selbst geredet. Der Vater, der mir geschickt hat mir gesagt, was ich tun und reden soll. Sie redet bloß dort, was Gott will haben, was er reden soll. So redet er dann zu den Menschen dort. Das ist, als er da wird, die 3 Jahre, mit 3 Jahren, was er sein Ministry da ging herum und er verteilt den Menschen von, was Gott sein Plan für ihn wird und dass er einen anderen Plan hat, dass er will, Hansen sollen geraten werden und er heilt viele Menschen und so weiter. Nur, dass er durch sein Sehen. Und als Gott ist, als Jesus hier stärkt wie mit seinem Ministry, er vor dem Himmel, und wir wissen, dass er sieht, dass er wird uns nicht allein lassen, er wird den Heiligen Geist schicken. So nun haben wir den Heiligen Geist von der und nach. Wo wir von der Band sind, Gott redet durch uns, durch den Heiligen Geist. Jeder einer von seinen Kindern, der hat den Heiligen Geist in sich. Johannes 14, Vers 26 sagt über der Treuster, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen schicken wird, der wird ihnen alles lehren und ihnen an all dort denken helfen, was ich zu ihnen gesagt habe. So er wird uns dort eine Klarheit bringen, vandaag bringen, eine Klarheit wiesen, was der in der Schrift sein wird. Der Heilige Geist wird uns dort wiesen, durch den Heiligen Geist wird er von der und da reden. Und ich weiß nicht, wo je oftmals von Gott hören tun, als es durch den Heiligen Geist ist, oder als es sogar vielleicht, er redet einmal sogar durch uns Gewissen, uns Conscience, er redet durch uns Gewissen einmal. Und einige Menschen, die dann abmixen, die leben, das Gewissen und unsere Feilung, das ist dasselbe. Aber das ist das sind 2 große verschiedene Dinge. Wir haben einmal Feilungen, die nicht reich sind, die legen uns fair. Einige Menschen, die gerat sind, zu sagen, sie feilen das gar nicht. Ich feile mir nicht wirklich, dass ich gerat bin. Ich weiß nicht mehr, was ich das mal reich gemerkt habe. Dass ich das reich, Jesus Christus annehmen oder nicht. Meine Feilungen, die sagen, das ist gar reich. Weil das sind Leid von den Feind. Da können wir uns nicht vertrauen, unsere Feilungen. Aber ans Gewissen, ich glaube, wenn wir Jesus Christus haben, als uns persönliche Heiland, da wird der Heilige Geist durch das Gewissen zu uns reden. Und er hört oftmals von Menschen, die sagen, dass ich mir eine Entscheidung und ich weiß, dass mein Gewissen pläut mich und seht, ich soll das nicht tun, das ist das. Aber ich das auch nicht weiß, und dann wird er dann beschuldigt, dass ich nicht gehorcht in mein Gewissen. Was ist das einmal? Das Gewissen, das sagt uns, anders und wie horchen denn nicht nur, dann wird er dann beschuldigt wieder. Paulus sagt in Römer 12, Vers 15, so steht, sei bewiesen damit, dass er in das Wort geschrieben ist, dass Gesetz verlangt und ihre Gewissen bewiesen dasselbe. So heißt es, das Gewissen, das bewiesen dasselbe. Und ihre Gedanken verklären sich untereinander oder halten Gott, was sie tun. So uns Gewissen, das redet uns auch von Gott. Dass wir wissen, dass wir den Heiligen Geist in uns wohnen, das 1. Korinther 3, Vers 16 sein. Also ich weiß nicht, dass Gott sein Tempel, dass die Gott sein Tempel sind und dass Gott sein Geist in uns wohnt. So wir haben den Heiligen Geist in uns wohnen, der nobert, der verteilt uns, was wir sollen wissen. Der hat Gewissen oftmals. Und ich weiß nicht, mir so, wenn ich so eine Entscheidung machen und ich will von Gott hören, ich habe nicht Frieden, weil ich in der Wirklichkeit weit und viel, dass ich von Gott hören darf. Das ist wirklich wieder eine so eine Zeit. Allgemein dann habe ich eine Botschaft von was mir passieren wird, wo ich erfahren habe, und dann habe ich besser mal ein Wiesgott mit der ersten Botschaft, für die wir so arbeiten. Ich soll eine Entscheidung machen, was mir sehr wichtig wäre. Das wäre eine sehr wichtige Sache, was ich soll mir wählen zu tun, und ich habe nicht Frieden über. Ich weiß, dass ich soll das tun, und ich weiß, dass ich sehe, dass wenn ich das tun, was immer ich tun, wenn ich das nicht getan habe, dann ist es vorbei. Es hat immer weiter, ob das recht ist oder nicht. Und ich ging für einen Walk, ich ging nach, staut, und ich kriege nicht eine Antwort. Ich habe nicht Frieden. Ich kriege bloß nicht eine Antwort, ich habe nicht Frieden über. Mein Gewissen leitet mich nicht in Frieden.
En dan op eenmaal, Gott weicht mich gleich 3 oder gleich 4 morgens ab en ik had niet een klaarheid even, en ik had niet een klaarheid even, ik ging nog in, en ik wie voor mij alleen, ik wil ruim mee, ik lig daar, en ik grabbel, en ik vroeg Gott, en een antwoord. Op eenmaal weer het zo klaar wordt. Ik kon het niet leven. En ik was zo schaftig, dat ik had dunne geleerd, door dat antwoord. Deswegen had ik een broeder ook van zo wat hij staat bij de arbeid. En hij zei, hij had ook een antwoord gekregen van God. En hij zei, hij was zo schaftig was, hij was nach Himmel aan zijn leven zo multig schaftig was, als hij dan was, dat hij ook tijdens morgens was. Hij weer op wie gegaan in een bad, en had hij de mumtje verteld, en de mumtje had gezegd, nou joh, dat zei goed, maar loop me toch, ik wil nog länger slapen. En wat je zei, dat is een want du van God hier en daar, du hast de vrijheid, du hast de ervarenheid, maar de nächste Hafte zal je ervaren nog niet. En aber das Entscheidung, was ich mir an soll, das wir nämlich auch an, und wir wissen, dass wir hatten eine schwere Titel war. Und dann sagte ich, die Antwort hat ich denken, ich will mir nämlich ab, und ich sagte, hey, weißt du was, ich habe eine Antwort. Und ich vertalte dort, und es sei wie Frau, und der Frau sich mit, und dann habe ich auch ganz Schluck verdorben, und wir waren ewig tief von der Morgen ab, und wir verraten uns. Taub. Weil je dort als viel wird von Gott zu hören. En dat loont zich in de leren en de antwoord uit de entscheidung aan. Dat loont zich. Van die gewassen, die pleuen dat, die boderen dat, wacht u, die eerst een klaarheid hast van God, als u de entscheidung merken das. 2. Korinther 1, Vers 12 sagt Paulus, wir haben Frieden darüber, dass uns gewassen uns sagt. Sie haben gesagt, mit Gott wird uns Frieden geben. Der wird uns Frieden geben, der wird uns gewassen uns sein wird. Wir haben uns diese Welt so abgeführt, als dort zum heiligen und reinen Gott passt. Ganz besonders man könnt, sagt Paulus. Wir leiten uns nicht durch weltliche Weisheit anleiten, aber wir leiten uns nur rechten, als Gott uns Gnade gibt. So Paul leitet sich auch von seinen gewassenen Regieren durch den Heiligen Geist. Er hat noch nicht Weisheit von der Welt, aber von Gott. Am Fredshoven der hat das. Timmy sehen wir in Gewassen, was wir so eine Bewahrung für einen Mensch, wenn er im Schab ist, am Meer, im Sturm, und das ist ein Gewehr für die, dass die nicht was ankommen, das ist ein Sturm. Also das ist der Heilige Geist, der uns bewahren im Sturm, in den schweren Tiden. Und wir machen nur uns gewassen horchen. Paulus sagt auch in Timotheus, in 1. Timotheus 1, Vers 19, hol den Glauben und hol den Gewassen rein. Da sind einige, die mit ihren Glauben sind, zugrunde gekommen, weil sie jeden ihr Gewassen handeln. So ich habe auch ganz klar hier, das sind so der Hand, das Gewassen, die sie gestaltet, die sie geschoben, und handeln ganz jeden das Gewassen, was er sein wird. En ik vraag me, als ik deze versen hier kreeg, ik dacht, ik wist niet wo dat, ik wil gaan dat de Heilige Schrift, dat God met zijn woord dat woord bestätigen, wat ik zijn wil. En dan vond ik dit hier, dat Paulus hier staat. Hou den Glauben en hou den Gewassen rein. So nur ans Gewassen, die können wir uns nur richten. Und an Gott anrufen. So ist Jeremia 33, Vers 3 sagt, raup mich an, so will ich die antworten. Hij will. Wofür will er uns nicht vielleicht eine Antwort geben, wenn uns eine Antwort fehlen wird, aber wir nehmen nicht Zeit, wir raupen am gleich an. Und vielleicht redet er uns auch, weil wir horchen gleich. Vielleicht sind wir viel zu drauf mit all den Leuten, was an uns ist, und horchen leben dort. Und denken gleich an, dass wir uns für uns allein gehen und horchen, was diese Stimme zu uns sagen wird. Also mein Wunsch und Gebet würde auch sein, dass wir alle wollen, sensitiv sind, wenn der Heilige Geist zu uns reden wird. Und das ist besonders, wo wir von der und auch beim Leben tun. Von der redet Gott zu uns durch den Heiligen Geist und durch uns Gewassen. Uns zu sein, der redet durch Träume. Ich will nicht sagen, dass das nicht so ist. Vielleicht hat er
redet die Menschen auf verschiedene Wege. Ich habe mal für Menschen, die hier sind, sie hatten einen Traum gehabt und das vollkriegt sie aus, dass der Traum gesagt hat von sich leben, dass wir ganz klar, dass wir eine Antwort was von Gott. Ich will nicht sagen, dass das nicht ist, ich weiß nicht. Aber es ist der Schrift sein, dass von der und Tag hat er durch sein Sehen Jesus Christus, durch uns und auch durch den Heiligen Geist. So viel weiß ich, dass das weiß ich, dass das kommt von der Schrift. Das wird Gott sein Wort sein. Nicht. So, mein Wunsch und Gebet wird sein, dass wir wirklich wollen horchen. Der Schrift sagt, wer die Ohren hat, die hören, soll horchen. Und sich jetzt die Ohren abholen. Horchen, wohnt Gott seine Stimme ist, wo heute uns reden wird. Wir haben noch zu beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss von der Sonntag fertig nach Himmel und wir danken dir, Gott, für wer du bist. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, ein Vater bist, wo wir Gemeinschaft haben mit deinen Kindern. Und wir danken dir, Gott, dass du wirst zu uns reden. Du wirst auch kann, wir sollen zu dir reden. Wir sollen die Frauen und du wirst uns die Antwort geben. Und was immer uns dort fehlen wird. Und wir wissen auch, dass du hast uns den Heiligen Geist gegeben, uns zu leiden und zu führen und zu uns zu sagen, was wir hören sollen. Help uns, Gott, dass wir wollen still bleiben, lang genug, und dass wir wollen von dir hören, dass wir wollen wählend sein, von dir zu hören, dass wir nicht wollen vorabgehen mit irgendwas, Entscheidungen machen, was nicht in den Willen ist. Wir wissen, dass das Schulden geben. Der Folgen davon kann auch kein nur sein. Und wir wissen, dass auch wir haben das erfahren hat, oftmals belebt. Und bewahr uns, Gott, von so einer Zeit, wenn wir wollen Entscheidungen machen, die nicht in den Willen sind. Help uns unsere Ohren aufzuholen und aufzumerken, unsere geistlichen Ohren, um zu hören von dir, was du zu uns zu sagen hast. Und ich danke dir so sehr, Gott, dass dein Willen ist, dass du uns raten wirst und dass du nicht bloß was uns raten, aber dass du auch was wieder in uns Leben Port anhaben und dass wir das Partner sein mit uns in all unsere Entscheidungen, in all unsere Wege und was immer wir tun. Ich danke dir, Gott, für wer du bist und wo du uns live hast und dass du sogar uns was raten von unserer Verdammnis, wo wir werden wollen, dass wir für ewig wollen verdammt werden, dass du den sehen, Jesus Christus schenken jetzt für uns, dass wir können ewig leben haben. In den Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.